Servus, grüß euch. Heute machen wir weiter mit den Speziverkostungen. 5 Stück kriege ich jetzt serviert vom Oberchef, vom Wolfi. Wolfi, grüß dich. Rainer, grüß dich. Servus, heute machen wir es einmal anders, gell? Ja. Rainer, der ist das erste Getränk und ich bin gespannt, was du dazu sagst, Der gell? ist aber richtig hell, he? Das ist ja. Der schaut ja gar nicht so spezi-like aus, gell? Na ja, gut, ich rühre mal rein. Ja, riecht zitrusmäßig, da jetzt immer sagen. Ist wahrscheinlich auch keine Kunst, weil sonst wäre er dunkler. Ich hänge jetzt meinen Schnabel mal rein. Interessant. Das war ein Doppelschlucker. Endlich war der Doppelschlucker wieder da. Ja, der war schon lange nicht mehr da. Nein? Der ist sehr zitrusmäßig, muss ich sagen. Schmeckt jetzt nicht viel so Cola raus. Und der hat was Bitters drin. Ein bisschen herber. Ja. Willst du von der Süße? Kommt mir jetzt gar nicht so süß vor. Weil, ich glaube, dieses Zitrusmäßige macht das halt ein bisschen säuerlicher. Da kann man jetzt vielleicht gar nicht so viel sagen, wie viel Zuckergehalt der hat. Ich kann mir vorstellen, dass der an so einem richtig heißen Tag relativ erfrischend schmeckt. Ist jetzt nicht so mein ganz großer Bringer, da ich jetzt mal sagen. Aber du sagen, vom Geschmack her, also wenn du jetzt mal vom klassischen Spezi weggehst, ist was du mal dringend hast? Da ich schon mal dringen, aber es ist irgendwie ein bisschen anders. Er erinnert mich weniger an einen Spezi, so wie wir die kennen. Es ist vielleicht mehr Richtung Limo noch als Richtung Spezi, aber er hat was. Also als Spezi da den jetzt eher vielleicht ein bisschen weg da. Aber ich merke, es ist jetzt keiner, der wo da widerstrebt, also so als Getränk. Also oder? preislich finde ich den nicht. Ich finde, mir wundert er ein bisschen, weil er jetzt eigentlich so wie Sachen hat, die ich gar nicht mag. Und trotzdem finde ich ihn gut zum Trinken. Ach, man sieht's. Ja. Du bringst ja ein Bläschel kaum mehr raus auf dem Glas. Vielleicht ist er, weil ich gerade so Durst habe oder so, keine Ahnung. Ja. Soll ich da nochmal nachschütten, oder? Na, vielleicht nachher. Also kann man gut trinken. Ich hätte jetzt einmal gesagt, ich gebe ihm jetzt erst einmal, ich möchte dann nachher mal noch ein bisschen vergleichen, was so ein Kind, aber ich darf ihm jetzt vielleicht 7 geben, 7 Punkte. Ja, das ist ja gut eigentlich für uns, also, weil wir sind da oft härter, weil Zitrus ist ja jetzt, wenn man unsere Speziverkostung nimmt, immer so ein bisschen eine Außenseite, eher ein bisschen ein Problemfall manchmal. Aber das ist so ein bisschen wie, du hast da auch schon ein paar Mal so Fälle gehabt, wo du gewusst hast, eigentlich ist das kein Spezi, aber trotzdem schmeckt es gut und jetzt ist die Frage, was gibt man dem? Manchmal sollte man abwerten, weil es kein Spezi ist. Aber man nimmt ihn jetzt als Getränk, dann sagst du jetzt du ein Zimmer. Ich sage halt jetzt mal ein Zimmer. Schreibst das auf, weil dass wir danach nochmal, weil dann, wenn du soweit bist, bringe ich dir den zweiten natürlich. Bring ihn her, genau. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Ja, dann schauen wir mal, gell? Bis dahin, ich werde, genau, die können wir jetzt zuschauen beim Schreiben, gell? Ich mache das ganz praktisch, ich mache mir da sogar so Spalten, gell? Wunderbar. Das ist fast schon malerisch bei mir. Ein bisschen Kunst muss da immer dabei sein. Und da haben wir dann den 5. So, und der erste hat jetzt 7 Punkte gehabt. Machen wir da noch ein paar Notizen her, gell? Da sage ich jetzt einfach, dass er ein bisschen bitter war. Und säurehaltig. Und was war er noch? Ja, erfrischend irgendwie, gell? So, jetzt meine ich, kommt schon der nächste. Schon geht's weiter mit dem zweiten Getränk. Mach's mal so. Oh, der schaut mich gleich dunkler an. Schaut dir der dunkler an? Aber viel dunkler. Mein Gott, das ist ja fast ein Afrikaner. Darf man das noch sagen? Weiß ich nicht. Sagen wir halt einmal maximal pigmentierter Spezi. Diesmal war jetzt rassistisch, aber ist egal. Wir sind ja da fast in meinem Wohnzimmer, gell?
da ist dann eher privat, Eine oder? private Meinungsäußerung. Ja, aber ich weiß halt nicht. Ja, also er ist. Es ist halt die Frage, ist er, sie oder es? Ja. Ist es das, die oder der Das Spezi? ist ein Spezi-In. Ist ein Spezien. Mhm. Also deutlich dunkler, also kann die bei dem vielleicht noch hinschreiben, der war sehr hell. Also wirklich sehr hell. Mhm. Ja, also das sehe ich jetzt selber auch, Ja. dass der dunkler Das ist. siehst du, Das oder? ist ja, ich tue meine Brille, aber nein. Jetzt wird es Ich schwierig. habe es mir nämlich Hände waschen lassen in der Brillenwaschanlage Ja. beim Optiker und die haben das gut gemacht. Ein Brühen hast du waschen lassen. Ja, Achso, Brühen. okay, das geht auch noch. Ja, nur Na gut. Ich riech Brust. Ja. mal, ja. Jetzt habe ich so lange geredet, jetzt ist aber schon ausgereicht, aber Nein. der riecht finde ich weniger wie der andere, aber ein bisschen dunkler. Er riecht dunkler. Ja, der riecht dunkler, ja. Das ist. Ich hänge jetzt mal schnell rein. Mhm. Da gehen wir jetzt schon mehr in Richtung Spezi-Geschmack, gell? Mhm. Was ich dem alles serviere, gell? Das ist ja das Schöne. Das war jetzt ein Dreifachschlucker. Oh, da muss er gut sein. Oh, ist nicht verkehrt, ja. Kann man trinken. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ja, du hast da alle Zeit der Welt. Die Leute haben Zeit. Ja. Der wirkt jetzt nicht übermäßig süß, aber auch der hat irgendwie ein bisschen was Saures mit drin. Von der Orangen her, oder? Ja, oder Zitrone, ich weiß es nicht. Nicht schlecht sagen. Mhm. Oh ja, schmeckt ja gleich anders. Die ist auch oft gut, gell? So diesen Schlurf, Mhm. den Gourmet-Schlurf. Trinkt sie gut, ist jetzt aber kein ganz oberer. Ich darf den auch, obwohl er ganz anders schmeckt, so ein bisschen jetzt wie ein Vorgänger fast bewerten. Ja, einer geht. Wir wissen vom Cola her, ist da jetzt mehr da wie bei dem vorigen. Das sieht man ja schon. Das ist auch geschmacklich Ja, ja, klar. deutlicher Unterschied, oder? Eindeutig, ja. Mhm. Ist nicht schlecht, kann man gut trinken. Ich gebe ihm jetzt auch mal einen Simmer. Du kannst ja noch variieren, wenn Genau, ja. du willst ja mal alle haben. Ich will sie alle haben. Du schreibst ein bisschen was dazu, ich nimm dabei den nächsten gleich mal in Angriff. Genau, ja. Dann schreibe ich wieder ein paar Notizen, gell, weil das ist ja da so Standard. Ein Tier macht auch zu, dass ich gar nichts her, gell. Sehr professionell, gell, der junge Mann. Naja, der Mann. Genau, also mehr Cola. Mehr Cola. Leicht sauer. Leicht sauer, ja, genau. Kann man springen, aber wie gesagt, der Upperglas ist jetzt nicht. Aber da kommt schon der nächste. Genau. So, hört man wieder rein. Mhm. Von der Farbe her, kannst du schon was sagen? Ja, der Mann ist jetzt so fast die Mischung aus dem ersten und dem zweiten. Der ist jetzt ein bisschen heller wie der vorherige, aber er ist dunkler wie der erste. Hätte ich jetzt auch gesagt mit meinen gewaschenen Augen. Ja, Ein Brillenglas meine ich. ja. Das ist ein Problem, ich ziehe ja so an, dass ich jetzt schon muss ein bisschen entlüften. Ja, das macht nichts, das mache ich manchmal auch. Mhm. Entlüften, das ist immer wieder gut, auch bei der Heizung. Ja, aber dann geht der Wasserstand wieder runter, dann muss man wieder nachfüllen. Ja, das schon, aber manchmal braucht es halt, wenn es dann nicht mehr so anzieht. Dann braucht es ja, genau. Eins hätte ich noch gern gefragt, Rainer. Mhm. Wie war es denn von der Kohlensäure? Kann man da noch was sagen von den ersten zwei? Ist Ja. mir da irgendwie speziell, waren die Nein, ganz normal, oder? relativ normal, ja. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, das ist mir jetzt in keine Richtung aufgefallen. Ja, das finde ich auch nicht so. Mal ein bisschen schwenken, gell? Au, jetzt. Also ich habe ihn wirklich frisch eingeschenkt, gell, kommen alle aus dem Kühlschrank. Da war recht wenig Schaum drauf noch, wo ich den gebracht habe, gell? Mhm. Der riecht jetzt, finde ich, am allerwenigsten von Okay, den drei, okay. aber gut. Schauen wir mal. Mhm. Der schmeckt jetzt wesentlich süßer. Mhm. Ist da ein normaler Zucker drin, hä? Oder ist da weiter nachgeholfen? Also was man mir einmal ganz klar schon sagen,
wir probieren ja, außer einmal, da ist uns ein Fehler passiert, keine Cola-Mixe, die wo irgendwelche Zuckerersatzstoffe drin haben. Mhm. Manchmal haben wir noch ein paar so Bio-Spezies dabei gehabt, die wo dann auch was anderes reinmischen oder wenig Zucker haben, aber also da kann ich dich beruhigen, kein Acesulfam oder anderweitiges Süßstoffzeug. Glucose-Fructose-Sirup möchte ich jetzt nicht ausschließen, da habe ich jetzt nicht drauf geschaut. Das machen natürlich auch manche schon, so in Wertzucker. Ja, also der ist um Welten süßer, zumindest schmeckt er so. Schmeckt gut. Jetzt im Vergleich zu den ersten zwei wahrscheinlich einfach, weil er auch wesentlich süßer ist. Weil es, okay. Ansonsten hat er jetzt keine besonderen Noten, sticht jetzt nicht so viel raus. Oder keinen so einen Charakter quasi, keinen eigenen, was du sagst. Nein, der ist in erster Linie süß und mir schmeckt das schon natürlich, aber kann ich gut trinken, aber ist jetzt auch kein Upperglas. Das ist blöd, deswegen einen dritten Simmer dann habe, oder? Nein, du kannst immer noch nachbewerten, gell? Willst du dann nachbewerten, bevor ich dann meine Meinung sage? Ja, schon. Schon, gell? Ja. Weil ich bringe ja dann die einzelnen Flaschen und dann mag ich auch noch mal ziehen. Ja, also wie gesagt, der hat jetzt nicht so viel. Der hat jetzt nicht Charakter, oder? Nein, überhaupt nicht. Der erste nicht. Langweilt der eher ein bisschen, oder? Also du legst mir praktisch die Antwort nicht schon im Mund. Langweilt er dich etwas? Nein, es hört sich wieder so an, dass man recht wenig sagen kann über den. Nein, er langweilt mich nicht, aber es ist ein bisschen fad. Fad ist er? Nein, Schmarrn. Nein, kann ich jetzt echt nicht sagen, aber er hat wirklich, ein wenig drin. Aber vom Zucker ist er, war es so ein bisschen eine Rasenmäher-Spezi. Auf alle Fälle, also da machst du auch wesentlich schneller. Schon, gell? Ja. Du kannst ja mal noch mal ein bisschen philosophieren, ich mache mal den nächsten dabei auf. Ja. Ich gebe ihm jetzt wirklich auch erst einmal einen Simmer, weil er schmeckt mir schon, aber er hat jetzt. Ja. Ich schreibe jetzt einfach mal noch ein bisschen was hier. Sehr süß. Ja. Sehr, sehr süß vielleicht sogar, aber dann bringen sie nicht hier. Ich schreibe lieber sehr süß. Ist besser. Und ein bisschen charakterlos schreibe ich mal hier. Charakterlos. Farbe habe ich am anderen einmal geschrieben. Das passt schon so, jetzt lassen wir das mal so stehen. Man muss nicht immer die gleiche Anzahl an Punkte haben. Dann wirf ich mal den nächsten in den Raum, gell? Lass dir mal mehr rein, ha? Ja, der hat so geschaumt, jetzt habe ich es gar nicht gesehen, tut mir leid. Der ist ja wieder wesentlich heller, ja. Das ist heller, ja. Der hat jetzt eine ganz komische so Kupfer, gell? Ja, so ein bisschen Cognac-Style, oder? Da waren jetzt die Zwieselglasel gut, die wo ich mit dem Gebhard Christian da hergenommen habe. Die Nosing-Gläser, wie ich so nicht gesagt habe. Gell? Also da kann man es auch schenken. Da kann man es nosen. Nosen? Ja, nosen tue ich jetzt auch gleich. Nein, nos einmal nein. Jetzt glaube ich, muss ich erst einmal rausnosen lassen. Nos einmal, soll ich was reden dabei, dass es nicht so deutlich wird, gell? Ja, also, das ist auf jeden Fall einmal der vierte von heute, gell? Das ist die totale Erkenntnis, gell? Ich finde es ja schön, dass da jetzt bei alle 7 steht. Also man sieht schon, du bist heute so ein bisschen ein Simmer. Ja, ich bin ein bisschen ein Simmer heute auch. Aber jeder ist irgendwie anders, aber... Also es ist jetzt keiner, also was mich mal freut bei so einem Test, du kriegst von mir ein recht gutes serviert. Das kann schlimmer ausgehen. Das kann schlimmer, ja. Da hast du schon andere Roten hingestellt. Siehst du mal, wie ich die mag. Ich finde jetzt aber auch, dass der nicht ganz so riecht wie die ersten zwei. Das kann riechen. Warte mal, vielleicht. Aber ich kann immer weniger schwenken, weil du das so voll machst. Ja, es tut mir echt leid, das war jetzt keine Absicht. Ja, das sagen sie alle. Aber du lässt die Heim bei mir drin. Ich finde, der riecht ein bisschen säuerlicher. Aber jetzt bin ich gespannt, vielleicht riecht er bloß so. Auf jeden Fall ist... Also Kupferfarben oder so rötlich, säuerlich riechend. Brauche ich danach wahrscheinlich eine Schwermetallentgiftung. Schauen wir mal. Prost. Aber Kupfer haben wir sowieso alle im Mangel. Bei dir sieht man es, gell? Bei anderen nicht. Ja, aber schon am Bad, gell? Ja, das ist jetzt interessant. Das hätte ich mir jetzt nicht zutraut. Ich finde, der hat eine richtige Cola-Noten drin. Okay, obwohl er so rötlich ist. Ja, erinnert mich ein bisschen an Cola-Flaschen. Hat er einen Schwung? Hat er eigentlich von denen einen Schwung gehabt?
Ja, also der dritte war ja der charakterloseste. Der Okay. war halt einfach süß dahin. Durchgehend süß, okay. Genau. Der erste, der hat einen Schwung, der ich jetzt nicht sagen, aber der hat einen Charakter gehabt, Eine da man Noten? ganz eindeutig ein paar Sachen schön rausgesucht ziehen wir können. Ja. Das zweite war so ein bisschen dazwischen, mittel, aber der hat jetzt schon, der schmeckt mir irgendwie. Mhm. Ja. Er hat wenig Kohlensäure, das kann ich jetzt gleich schon mal hinschreiben. Das ist nicht bloß Die ist, sichtbar, wirklich, sondern- die ist wirklich schon raus, kann man sagen. Gell? Ja, aber es kommt mir entgegen, weil du weißt ja, ich mag es nicht Du so bist ja gern. der Kohlensäurearme eher. Ja, wenig. Bist ja kein Kohlensäure-Mensch. Ja, so ist es, gell? Wenig Kohlensäure. Aha. Ja, Dann, ich finde es wirklich spannend als. Und der hat wirklich jetzt den meisten Schwung drin. Okay. Weil der hat das. Jetzt war Ist ein der- kleiner Auer oder was? Ja, anders. Anders. Jetzt bin ich gespannt. Colaflasche, halt sagt der Schwung. Ja, das ist das Colaflasche. Das kommt so bei 60% ungefähr. Mhm. 60-70% kommt das Colaflasche. Mhm. Und am Anfang, was ist da? Nix. Das wollte ich jetzt hören. Am Anfang war das Ei, gell? Da ist er. Nein, das zieht sich so Cola-mäßig durch. Mhm. Ist strahlt mir wirklich nicht so. Von der Farbe her gesehen jetzt, Mhm. oder? Und vom Geruch auch nicht. Aber mir schmeckt er schon. Das kann ich schon wieder ins Immer gehen. Über den hast du eigentlich vom Schwärmen her so Ja. mehr geschwärmt, dass jetzt ich Noten hätte, vermutlich. Ich darf ihm jetzt einen Achter, glaube ich, geben. Was er wirklich ein bisschen wenig hat und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er bei dir ablöst, ist die Kohlensäure. Okay. Ja. Ja, ich bin Das gespannt. ist bei mir aber, das passt für mich. Und deswegen, Ja, und du sollst auch da überhaupt nicht auf mich gehen und auf meine Einwürfe, kleinen Einwürfe zumindest. nein, du machst ja keine Einwürfe. Also gell? ich- Das sind nicht so Erfahrungswerte, wo ich halt weiß. Ja, ich versuche die ja da möglichst neutral Ja. durchzujonglieren. Ich hole mir den nächsten, während du vielleicht die Leute noch deine Gedanken teilst. Ja. Nein, also der hat, das ist ein peppiges Getränk irgendwie so. Aber es gibt bessere Sachen, ganz klar. Ich meine, wir haben viel 9er und 10er gehabt, aber der hat was, der erinnert mich halt an die Colaflasche ein bisschen, was man so in der Jugend, Kindheit noch gegessen hat. Gell? Von dem her ist ein leichtes Getränk, relativ mild, genau mild, da jetzt noch schreiben. Mild. Und dann schreibe ich noch nie Cola-Flasche. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen weniger rein da. Ich möchte dann Ja. so frisch wie möglich bringen. Okay, ja. Perlt danke noch. schön. Der perlt natürlich kleine. Mhm. Ja, ich bin halt jetzt nicht so der große Riecher, gell? Aber Farblich haben wir auf jeden Fall. nichts sagen, gell? Das ist meine Bewertung. Ja. Er ist jetzt wieder dunkler. Ich würde sagen, vielleicht der zweitdunkelste. Ich glaube, dass der Dreier, gut, der hat jetzt weniger, nein, das war der nicht. Das war der zweite. Aber der hat jetzt zu wenig drin, als dass man da noch was sagen kann. Fast gleich, aber Mit dem zweiten, gell? ja. Aber möglicher, ich glaube, der zweite war sogar ein bisschen dunkler noch. Im Mhm. Ticken. Mhm. Genau. Geruch rieche ich jetzt nicht so viel, aber ist jetzt wurscht. Jetzt schauen wir mal, ob es ein guter Abschluss wird oder ob es mir echt einen Sauerampfer gestellt ist. Mhm. Das traue ich dir nämlich zu. Das zum am Schluss so. Schluss der Scheiß kommt, ja. Ja, Genau. aber du, ich bin nicht so best normal. Ja, aber weißt du, was da, du weißt ja, was drin ist. Ich weiß, ich weiß, was drin ist. Ich ja, hab's du hast die, eingeschenkt. glaube ich, alle schon probiert, oder? Ja, und deswegen haben wir ja gesagt, Ja, soll dann ich die probier da die mal mal. einschenken, damit Mhm. du unvoreingenommen drinnen Ja, kannst, ja, ohne ein Vorurteil ganz von mir. genau. Ein Vorurteil ist einfach blöd. Mhm. Gerichtsurteile auch, oder? Ja. Ah ja, interessant jetzt. Mhm. Ich finde ja eine gute Mischung aus Cola und Frucht. Ist gut, ist jetzt nicht so säurelastig. Wobei auf jeden Fall Sauerner ist wie der letzte. Aber jetzt finde ich auch, ja, kann man auch trinken. Aber jetzt auch nicht so viel Kohlensäure.
Also er hat am Anfang beim Einschenken noch recht geschaumt, Mhm. aber das verliert sich recht schnell. Gell? Wir haben die Glasel alle vorher ausgewaschen. Der hat Wie das immer. fast auf dem gleichen Level wie der Vierer von der Kohlensäure. Mhm. Das kann ich mit einem Pfeil gleich mal übernehmen. Mhm. Genau, das ist also daher, das verstehst du, was ich meine? Ich kapier's. Kapierst du das, gell? Ja. Ja. Beim Vierer habe ich noch das Mult dazu geschrieben, Mult, also das ist ja patentiert von deinem Papa. Ja, Mult, ja, Mult ist Genau. wichtig. Also Und der das ist jetzt nicht ganz so Mult. ist das ein bisschen ein herberer Maskuliner? Nein, oder was? also er ist jetzt nicht das Gegenteil. Er ist jetzt nicht, was ist ein Gegenteil von Mult? Das gibt's nicht. Ja, also Ich glaube, gibt's nicht eigentlich Mult. nicht Nein. Mult. Also er ist so in der Mitte irgendwo, also jetzt ein bisschen weniger Mult. Half mild. Half mild, ja. Blutig. Halb blutig. Rare. Aber auch ein bisschen wenig Charakter. Mein, von der Region her kann ich dich noch fragen, wo kann der denn herkommen? Er ist, Ist der Oberbayern noch oder ist schon eher was anderes? mei, du fragst mich an. Jetzt Vor kann allem ich jetzt dir beim mal- 5., wo ich schon so einen Bauch beieinander habe. Mhm. Jetzt weiß ich auch, Jetzt erst? nein, jetzt kenne ich dein Ziel. Man will mein Eis essen gehen. Gell? Ja. Und Und ich jetzt soll soll er er. nicht zahlen muss und jetzt haut man die ganzen Flaschen ein. Das ist- Deswegen hat er die bis randvoll gemacht da. Ja, er durchschaut mich nicht ab und zu doch. Nein. Aber jetzt hast du schon getrunken. Ja, fahren wir mal in. Was sagen wir vom Charakter? Vom Charakter. Haben wir da noch einen Schwung? Gibt es da irgendwas? Wenig. Der hat auch wenig Charakter. Der ist fast ein bisschen wie der Dreier. Aber kann man gut trinken. Er ist auf Ist es so süß wie der Dreier? Ja, oder? süß habe ich hingeschrieben, gell? Ah. Süß, ja, süß so. Kann man trinken, er hat wenig Kohlensäure, das habe ich schon übernommen. Hat jetzt keinen besonderen Schwung, ist ein bisschen weniger Mut wie der. Ist jetzt nichts Besonderes, sage ich jetzt mal, aber trotzdem kann man trinken. Also keinen schlechten habe ich da nicht herlassen. Nein, Also, schlecht hast du das echt nicht erlassen da. habe ich mich schon bemüht, gell? Ja, absolut. Mhm. Ich merke schon, die Entscheidungsschwindung, die ist gar nicht so einfach, gell? Das ist die Frage, ob ich, weil ich schon so viel getrunken habe jetzt, weil die ersten haben oft manchmal einen kleinen Vorteil, wenn man noch Durst hat. Mhm. Ich hätte ihm jetzt vielleicht einen Sechser geben. Okay. Ja. Willst du jetzt gleich nochmal durchprüfen oder willst du es dann beim Drinnen nochmal korrigieren? Nein, ich mag jetzt ehrlich gesagt lieber so eine Wampen jetzt vom Spezi, dass ich gar kein Probieren mehr mag. Schluckmäßig? Nein, es Vielleicht passt noch? schon. Es ist, ich darf jetzt. Ich darf jetzt nochmal vielleicht ein bisschen korrigieren. Mhm. Jetzt, wo ich sie also alle nebeneinander habe, da habe ich den 6er gehabt, da habe ich einen 8er gehabt, genau. Der ist sehr süß, hat ein bisschen wenig drin, aber muss ich volle Noten geben? Ja, voll in Ordnung. Nein, Haben wir das ist da der alle. grundlegende. Weil der hätte auch 6er sein können, aber. Und jetzt, ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich den 1er noch um 1 abwerte, weil er halt einfach jetzt kein so typischer Spezi ist. Ja, ich gehe beim 1er noch einen Punkt runter und gehe da auf 6 Mhm. und habe dann. Ja, das lasse ich. Und der ist ein bisschen charakterlos. Wie gesagt, den kann man auch auf einen 6er setzen, die Nummer 3. Es ist die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht? Ja, ich probiere noch einmal, da steht er ja. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Mhm. Das wäre jetzt so spannend. Hast du einen Ja. Trommelwirbel? Hast du den? Warte. Okay. Jetzt wird es ein 8er, oder? Ich lasse ihn. Jetzt. Aber das ist eine Tagesform. Möglicherweise an einem anderen Tag kriege ich dann mal einen 6er. Mhm. Ja, das war jetzt mein Ergebnis. 6, 7, 7, 8, 6. Gut, Ja. dann eingetütet, versiegelt. Versiegelt, Dann genau. bring ich mal den ersten. Ich bin echt gespannt. Du bist nicht gespannt, du weißt ja, was jetzt kommt. Ja, ich bin lustig. Ich war ja gespannt, gell? Das ist unglaublich. Also ich muss halt gespannt sein. Ja, weil du hast da, finde ich, echt was sehr Schönes erkannt. Der erste, das ist der Kids Mix. Der Kids Mix.
Da muss ich mich nochmal bedanken bei der Brauerei. Ja. Den habe ich geschickt gekriegt. Da habe ich wieder mal nett angefragt. Das ist die Hirschbrauerei Hohner. Wir haben einen Bio-Cola-Mix vor uns mit einem 6er. Vorher bei dir im Zimmer hat er eine sehr gute Noten gekriegt. Bei Bio-Cola-Mix haben sie immer ein bisschen schwer. Ja. Du hast sehr richtig erkannt, ich habe das auch schon gewusst. Der hat einen grandiosen Fruchtgehalt. Bei den Black Cherries war er Platz 1 und zwar 5%. Wow. 3% Zitrone, 2% Orange. Ich habe ihn ja schon mal probiert für ein Video. Ich hätte es gern Draht gehabt, also ich hätte gern lieber 3% Orangen, 2% Zitrone. Oder 5% Orangen, 0% Zitrone. War noch schöner vielleicht. Wir haben da drin einen Karamellzuckersirup. Ansonsten halt alles aus ökologischem Anbau. Was mir sehr gut gefällt, weiß nicht, wie es das du siehst, ist die Flaschen. Ja. Das ist nette. Ist nett, ist halt jetzt nicht so viel drin. Es ist halt einmal was ganz was anderes. Auch die Form kennt man in der Form jetzt. Die Form kennt man in der Form nicht. Genau. Ja, okay, du weißt, was ich meine. Genau, also ich werde ihn jetzt auch mal probieren, weil Ja. da er dann auch noch vielleicht eine Noten abgeben. Genau. Bin ich. Also er läuft, jetzt siehst du mal, wie er rausläuft, vielleicht sage ich es dann auch noch. Der hat Ah, super Schaum. Der Schaum ist so farbig. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe mir auch gleich beim Einschinger gedacht, das wird jetzt vermutlich kein Spezi werden, in dem klassischen Sinn, das hast du ja auch schon beschrieben. Das ist ein sehr interessantes, fruchtiges Getränk. Jetzt probiere ich nochmal. Riecht oder recht zitrusmäßig. Genau. Und ich habe mir beschrieben als bitter, säurehaltig, erfrischend, sehr hell. Ja, sehr hell sieht man. Für mich ist es ein Sommergetränk. Wir sind da einfach weg ein bisschen von einem Cola-Mix. Ich meine, das steht ja auch so nicht drauf. Kids Mix. Ich habe ihn mit reingenommen, weil er gehört in die Gattung Cola-Mix auf jeden Fall rein. Ja. Oder Cola Orange, wie wir früher oft einmal sagen. Genau. Ja, Cola ist auf jeden Fall dabei, gell? Ich finde ihn fruchtig. Ich finde ihn frisch. Ja. Und also wenn man eine Spezi bewertet, dann ist man immer so ein bisschen, das finde ich immer ein bisschen blöd, wenn man so einen drin hat, weil den darf man halt abwerten. Klar. Als Spezi darf man Das sagen, ist jetzt genau das, was ich eben. da hast du ein bisschen ein Dilemma. Ich finde aber, dass man den im Sommer super trinken kann. Ich kann mir den vorstellen, du bist irgendwo in einem Bad, hast ein kleines Flaschel dabei, bist gerade aus dem Wasser rausgesprungen, erfrischt dich und er erfrischt mich auch so, dass der hat keine beißende Zitrone drin. Du springst aus dem Wasser raus. Ja. Die meisten springen ins Wasser. Ja, ich springe raus und drinnen, weil ich will ihn nicht im Wasser drin. Ja, okay. Ja, das macht Sinn. Macht Sinn, Können wir oder? da mal ein Video sehen? Ja, das können wir dann machen, aber Das erst schneiden wenn ich wir mal abgenommen rein, habe. Ja, bitte, da bitte echt drum. Schon, oder? Weil sonst heißt es der Ranzinger Ja, schwimmt. nein, da brauche ich dann echt eine trockene Brezen oder so. Also ich trinke ihn gern. Magst du noch einen kleinen Schluck? Nein, du, ich mag jetzt keinen mehr, Nein. ich habe noch drin, ich bin so voll. Okay. Und du möchtest ja bloß, dass ich am Schluss dir noch was zahle in der Eisdiele, weil ich gar nichts essen kann. Ist mir schon klar, genau. Also Genau. du arbeitest jetzt ein bisschen gegen mich. Von mir kriegt der einfach losgelöst. Ich kenne ihn halt jetzt 8 Punkte, weil mir schmeckt der. Okay. Ich mag diesen Orangen-Zitronen-Geschmack da drin gerne. Ja. Aber halt, ich nehme ihn jetzt quasi raus. Ich Spezi da ich vielleicht bei dir landen, dass ich sagen, das ist immer noch eine super Noten, weil er ja für uns zitronig ist. Aber da ich ihn gesehen habe, so probiert habe, 8 Punkte von mir, kannst du dazu schreiben. Ja, da Dann haben wir später drunter einfach nochmal Wolfi. für unsere Das ist dann Statistik. eine 8W. Genau, eine 8W. Ja, eine 8W. Genau, also ja, auf jeden Fall gutes Getränk, das kann man jetzt nicht verschmähen, finde Ja. ich. Also nochmal herzlichen Dank fürs Zuschicken. Okay. Haben wir nochmal in der Blümverkostung gehabt, gell? Okay. Dann Dann riech schauen ich wir mal. mal, hast du einen Zwarer, der wo ja leicht sauer war, mehr Cola drin gehabt hat. Aber naja. Also, wir haben auf jeden Fall eine sehr schöne Flaschen. Ja. Es ist eine braune, hohe Flasche, das ist schon mal toll. Das Etikett gefällt mir auch ganz gut. Das ist der Mix Cola vom Zwiefalter, von der Zwiefalter Klosterbrauerei. Auch herzlichen Dank, haben wir auch zugeschickt gekriegt. Sehr schön. Sag ich auch mal nochmal, Flaschen. Ja, Flaschen ist so braun, gell? Aber so ein bisschen mulchig braun. Da hat fast ein bisschen zu einem Kava passen. Ja, stimmt. Gell? Ja, stimmt. Ja, aber weißt, Also scheinbar gibt es ihn auch schon lange, seit 1965. ja. Finde es ein bisschen so auf Retro gemacht. Und 11 Gramm Zucker. Das ist
das hätte man jetzt bei dem gar nicht so rausgeschmeckt. Da bin ich jetzt gespannt, was der dritte hat, weil da habe ich ja die Süße voll rausgeschmeckt. Mhm. Die hat da aber, glaube ich, auch ganz gut geschmeckt gehabt. Ja, kann man mit dem 7 natürlich auf jeden Fall sagen. Nein, ist gut. Dann werde ich jetzt auch mal ein Schlückel mir einschenken. Hau da was rein. Das ist Also jetzt sieht man halt auch noch mal, wie er rausläuft. Mhm. Du trinkst die vielleicht nachher alle aus, gell? Ja, ich habe mir es fast schon gedacht. Ja. Vielleicht trinkst du noch ein bisschen was mit. Nein, passt schon. Schöner Schaum. Mhm. Also fruchtig, finde ich. Der Schnuff ist recht neu, gell? Jetzt ist schon weg. Also der Geruch war bei dir gleich auch recht schnell raus. Da hat der erste Mehrer da. Ja, also ein klassischer Spezi auf jeden Fall. Genau. Was mir bei dem auffällt, das glaube ich hast du auch sogar erwähnt, der hat was Herbes drin. Da habe ich eigentlich auch beim ersten Trinken schon mal, ich habe ihn schon mal probiert, ich vermute, das war Zitrone drin. Ich habe dann nachgeschaut, ich sehe keine. Nein, Er hat nur Orangensaftkonzentrat drin. Ja. Ich glaube, das ist, wir haben ja doch schon mal den Andexer gehabt und ein paar so andere, die haben so eine herbe Orangen. Manchmal haben die mehr so Orangen, die ein bisschen herber sind, die wo dann dieses Zitrusmäßige ein bisschen stärker drin haben. Es gibt ja verschiedene Orangen. Genau. Es gibt ja Blutorangen auch, gell? Die glaube ich waren ja auch ein bisschen handiger. Aber ich muss sagen, ich finde ihn auch sehr sommergeeignet. Er ist ein bisschen, er hat halt dieses Herbe drin, das kommt jetzt mir entgegen. Ich mag auch oft so ein bisschen das Herbe. Ich mag auch gern den Geschmack generell, ich finde das Cola gut, der ist gut gemacht, der ist optisch schön. Kriegt von mir auch 8 Punkte. Sauber, 8 eh schon wieder. Du bist aber halt echt spendabel, hä? Ich bin kein Lambi mehr. Nein, ich merk's auch. Ich bin halt jetzt einfach auf einer neuen Stufe Ja. und ich sage, warum muss man immer so kritisch sein? Ja. Kann einmal freundlicher sein. Nein, Gell? das stimmt, ich hätte ja auch lauter Einser sonst hergeben Und dann war ich nur 10er. Gut. Also, wunderbar. Dann schauen wir uns einmal den dritten an, was da jetzt daherkommt. Der war ja für mich sehr süß, gell? Also das ist am meisten rausgestochen bei dem für mich, dass der süß war, aber ein bisschen langweilig. Und da bin ich jetzt gespannt, was du sagst, Ah, weil okay. wir haben eine Besonderheit. Rainer, magst du ein bisschen was dazu sagen? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist jetzt die Frage, was darf ich sagen, ohne dass ich rechtlich angegriffen werden kann. Sag's ein bisschen, so wie man es sagen kann vielleicht. Wie man es sagen kann, also es gibt Gerüchte, die im Raum stehen, dass möglicherweise eventuell die Chance besteht, dass dieses Getränk unter Umständen, hat man gehört, der erste Spezi hätte werden können, wenn man vielleicht geschickter vorgegangen war. Du hast es sehr diplomatisch, aber vermutlich korrekt ausgedrückt. Ja, da warst du jetzt noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ein bisschen mehr, genau. Also, viele Münchner kennen ihn leider nicht. Ich finde es ein bisschen schade, er ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es ist der Cowboy-Spezi. Also, das ist so der, steht gar nicht damit drauf, Cowboy-Spezi, aber es ist so ein bisschen der Name von ihm. Er hat diesen Cowboy drauf, unten auch in diesem alten Schrift noch diese Schutzmarke. Ja, genau. Wir haben eine weiße Glasflasche mit einem Schrauber. Ist halt jetzt optisch nicht so schön, aber ich finde, außerstehen tut er schon ein bisschen mit der Malerei. Ja, er schaut wirklich ein bisschen retromäßig aus. Es ist der Otto Lechner Cola Mix aus Minga. Das ist also im Grunde der älteste Münchner Spezi definitiv. Und was ich gehört habe, ich habe ja mit denen leider mal telefoniert, sie hätten, wenn sie es lizenzrechtlich ein bisschen geschickter gemacht hätten, vermutlich immer werden können mit dem Spezi. Dass sie die Ersten waren. Es ist leider nicht so gemacht worden, das ist ein bisschen schade, das glaube ich hängt dann auch bis heute ein bisschen nach. Ja. Sie füllen ihn immer noch, sie lassen ihn mittlerweile abfüllen, sie füllen ihn nicht mehr selber ab. Der Otto Lechner Getränkemarkt existiert in der Form auch nicht mehr, wenn man im Internet schaut. Das ist mittlerweile ein Orterer Getränkemarkt, aber der Otto Lechner, den gibt es noch, der ist um die 80 Jahre alt und seine Frau eben, die arbeiten immer noch ein bisschen mit. Also ich habe jetzt so gehört von der Frau, er kann es nicht ganz lassen, er macht es scheinbar für sein Leben gern. So ein bisschen ein gemütlicher Familienbetrieb. Ja, hört sich so an. Also wie gesagt, leider war ich selber nicht dort, aber telefoniert haben wir und sie erzählen gern drüber und sie dann sich sogar freuen, das weiß ich,
wenn der Spezi einfach noch ein bisschen bekannter werden darf, den Minger. Und das darf ich ihnen auch wünschen irgendwie, weil ich finde, wenn ein Getränk so eine Tradition hat, wenn es, also den Getränkemarkt hat es über 60 Jahre gegeben scheinbar, steht da drauf, 60 Jahre Lechner Limonade, also damit ist er dann schon sehr alt, das ist eine frische Flaschen. Ich probiere ihn jetzt natürlich auch noch, genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil wir reden immer über die ganzen Geschichten, Ja. probieren gehört auch dazu. Schauen wir mal. Ja. Und geruchstechnisch? Also ich habe mir jetzt frisch eingeschenkt, da ist noch ein bisschen was gekommen, aber das ist jetzt nicht so viel. Ja. Kohlensäure ist schnell verflogen. Ja, war jetzt überall nicht so besonders viel drin. Ja. Der ist jetzt süßer wie alle anderen vorher. Da bin ich voll bei dir. Ja, das schmeckt voll raus. Wobei es schon wieder komisch ist, weil er hat nur in Anführungsstrichen, du weißt schon. Anführungsstrichen, gell? Ihr wisst so. Gänsefüßchen hat man früher auch Also, gesagt. ja genau. Gänsefüßchen, ja, so haben wir es noch gelernt. 9,6 Gramm Zucker. Das Ja, der schmeckt wirkt nicht. jetzt da, wenn jetzt ich weiß, dass der 11 gehabt hat, Ja. der vorige, der Zwiefalter, oder? Ja, Dann muss ja der 12 haben eigentlich. mindestens, ja. Also vom Zuckermäßigen her voll der Zuckerspezi. Ja. Jetzt muss ich nochmal trinken. Ja, probieren wir nochmal. Und so geschmacklich. Ich finde halt, der Zucker dominiert halt alles. Und du weißt, wie das bei mir oft ist. Du bist immer noch ein bisschen mehr der Zucker-Fan, wenn mehr Zucker drin ist. Ich finde es dann manchmal ein bisschen schade, wenn der so dominant ist, dass man vom Rest nicht mehr so viel schmeckt. Ja. Also er entwickelt nicht jetzt einen besonderen Schwung, einen besonderen Charakter, dass ich sage, wow, den möchte ich unbedingt immer wieder haben. Ja. Das, wenn er hätte, dann darf ich mich sogar freuen, weil mich freut das für so traditionelle kleine Betriebe. Ich stehe da total drauf. Industriebetriebe, da sind immer kleine Private vorzuziehen. Und das ist auch das Liebevolle, wo ich sage, da kriegt er von mir schon noch so einen Pluspunkt. Weil die das halt immer noch so machen und sich auch freuen, wenn sie Leute interessieren dafür. Aber wenn ich ihn jetzt in Summe nehme, von den ganzen vielen, die wir probiert haben, da sind wir nicht bei einem hochklassigen Spezi. Da sind wir bei einem sehr guten Durchschnitt. Ein Spezi, den man gut trinken kann, der am schmeckt. Du hast ihm ein Zimmer gegeben, ich darf ihm heint einen Sechser geben, weil er mir zu süß ist. Ist mir vollkommen klar, habe ich auch gewusst, weil wir schon einmal so einen Kandidaten gehabt haben und da hast du gesagt, du spürst eigentlich überwiegend das Süße durch und er hat wenig Charakter. Was habe ich hier geschrieben? Charakterlos? Ja, genau, ich stelle es jetzt, weiß nicht, ob man das noch sieht dann in der Kamera. Ich tue es einmal so machen, vielleicht dann können wir die Spezi nochmal hinstellen davor. Vielleicht können wir das nochmal. Gehen wir ein bisschen weiter hin. Genau, dass wir das ein bisschen rüberstellen, dann haben wir die danach nochmal wieder da. Ja, also 6 Punkte kriegt er von mir. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, aber wie gesagt, ganz toll. Also das ist jetzt muss ich nochmal nicht rausschauen, wo man kriegt, wenn jemand da sich interessiert. Und zwar in der Dülferstraße 59 und 62 in München-Feldmaching. Und bitte nicht nur dort und nicht irritieren lassen, da steht ein Geschäft geschlossen im Internet. Man muss anrufen. Und einfach sagen, man darf hin vorbeikommen und meistens gibt es einen scheinbar netten Plauscher mit den Leuten. Aber das ist schon interessant, dann können wir jetzt auch nicht so bekannt sein, wenn man wirklich per Telefonanmeldung mehr oder weniger da nur holen kann. Also vielleicht kann man an diesen Orterer Getränkemarkt hingehen, auch an der Stelle, der da wo ich ist, und den dann auch noch kaufen, aber es ist schon eine Rarität. Okay. Aber von dem her steht, dass wir probiert haben. Genau. Es gibt nicht so viele Münchner Spezies. Ja. So, ich meine, da ist der Falaner der große. Ja. Ich hole mir den nächsten, gell? Genau, dass wir mal da fertig werden, gell? Das ist ja lang, das Ganze. Ja, es zirkt sich wieder mit uns, das ist furchtbar, gell? Aber interessant. 6W. Zu dem nächsten. Wir haben wieder eine schöne braune Flasche und ich gebe es da gleich in die Hand. Ja. Wir haben den Feldschlösschen Wow. Mix. Der schaut auch mal interessant aus. So bunt, dunkelbunt. Das ist so, ich finde, das ist so eine Disco-Spezie, oder? So ein bisschen von den Farben her. Ja, so hat schon was, ja. Sauber. Ja, den habe ich jetzt auch noch nicht so richtig mitgekriegt bis Da jetzt. kann ich mich bedanken nochmal beim Spezi-Freund bzw. bei Spezifikation, weil ich habe von jedem von denen eine Flasche zugeschickt gekriegt, weil den kriegt man bei uns sehr schwierig. Allerdings muss ich das jetzt gleich korrigieren,
Heute, wo wir im Kaufland in Freising waren, habe ich den tatsächlich in der Dose gesehen. Den in der Dose? Ja, weil Feldschlösschen vertreibt den eigentlich überwiegend in Kauflandgeschäften. Aber wir haben ihn lange nicht gehabt und deswegen habe ich mir ihn einmal schicken lassen, eben von die zwei. Und da hast du nichts sagen können, weil du wusstest, dass ich ihn nachher probiere, oder? Genau, ich habe ihn extra nicht, ich wollte es, sonst hätte ich es dir gesagt. Ja. Also wir hätten einen Heim in der Dose gekriegt, aber uns sind ja sowieso Flaschen viel lieber. Ja. Vor allem schöne braune Flaschen. Ja, also für mich halt der mit dem meisten Charakter. Das ist ja, und das finde ich so spannend, weil das ist ja mal eine Spezie, der nicht aus Bayern kommt, sondern aus dem Osten des Landes. Gell? Mit 9,4 Gramm Zucker ja schon fast ein sparsamer. Gell? Man möchte nicht nehmen. Der kommt eben von der Feldschlösschen Brauerei. Ich muss mal gerade schauen, ob das noch draufsteht, eigentlich, wo die her sind. Also die sind auf jeden Fall aus dem Osten. Was der hat, ist Zucker und Orangensaftkonzentrat. Genau, also er hat jetzt auch nicht irgendeinen Zusatzstoff drin. Finde ich schon mal gut. Und das ist ein Schlösschen, oder kein Schloss? Also ein Feldschlösschen, ja, genau. Also ein kleines. Steht da noch witzigerweise drauf, koffeinhaltige Orangenlimonade mit Cola, alkoholfrei. Muss man scheinbar im Osten draufschreiben, da weiß man das nicht so. Also jetzt tun wir nicht probieren, weil der ist... ja, ich probiere mal. Jetzt bin ich echt interessiert, was du da dazu sagst. Gell? Riecht oder recht säuerlich sogar. Da darf ich jetzt eher Angst kriegen, dass der ein bisschen sauer wird. Vom ersten Riechen. Ja. Aber dann ist er gleich weg. Ja, wenig Kohlensäure. Der ist jetzt gleich weg gewesen. Da bin ich eben gespannt, weil das wird vielleicht für ihn ein Nachteil bei dir. Aber geschmacklich würde mich echt interessieren. Ich finde, das ist sogar ein der, das ist interessant, mit dem meisten Cola. Ja, und schmeckst du nicht alles Colaflasche raus? Ich weiß, was du meinst. Zumindest kommt bei mir halt so, kann man jetzt nicht so genau sagen. Jetzt, da habe ich jetzt einmal anders. Gezogen, oder? Da habe ich jetzt einmal ziehen müssen. Mal nochmal. Nochmal, genau. Ja, voll. Gell? Jetzt weiß ich, was du meinst. Der hat halt jetzt Hand, das ist ein besonderer Charakter. Den hat jetzt nur der. Ich muss sagen, mir schmeckt er, ich finde den gut. Du hast recht, er darf für mich ein bisschen mehr Wumms haben. Also Kohlensäure ist wirklich schwach, ich muss noch mal ein bisschen nachschenken. Ja, wenn wir dir so eine Kohlensäuremaschine mal holen, dann kannst du ein bisschen was reindrucken. Ich kann mir bei dem vorstellen, ich mag es jetzt nicht machen, weil sonst muss ich ihn dann nachher nur austrinken. Und ich hoffe doch, dass ich den noch verführen kann bei dem. Der, glaube ich, war aus der Flasche sogar noch besser. Möglich, ja. Ja. Ja, er schmeckt mir, da braucht man gar nicht reden und kriegt deswegen von mir auch 8 Punkte. Da sind wir uns jetzt heute zumindest einmal einig, gell? 8 W. Du, da hast da echt gute Noten halt bis jetzt vergeben. Wenn das so weitergeht. Ja, dann tun wir gar nicht lang rum, ich hole den letzten. Genau. Bin ich auch schon ganz schön voll. Die Leute wollen jetzt dann in die Eisdiele gehen. Genau, so ist es. Schauen wir mal, laufen tut er noch alles? Ja, schön. War furchtbar, wenn das abbricht. Gell? Ja, toll. Machen wir da nochmal eine Linie her. Ja. Und dann machen wir den letzten. Da kommt der letzte. Jetzt haben wir mal eine kleine Stumpenflaschen, eine braune. Das ist ein bisschen stumpfer, gell? Das ist zum Löwenbräu in Passau der Löwenmix. Hat aber nichts mit dem Löwensenf zu tun. Hat nichts mit dem Löwensenf zu tun, was sagst du von der Flaschen? Ja. Also, ja, das ist wirklich ganz anders irgendwie. Ich sage jetzt einfach mal, die Flaschen gefällt mir jetzt nicht so gut. Okay. Ja, weil irgendwie, das finde ich ein bisschen fad. So ein bisschen, das ist modern, aber ist jetzt nicht mein Design irgendwie. Wie findest du es denn du? Also ich muss sagen, ich habe ihn eigentlich, wo ich ihn gesehen habe, aber man denkt, auffallen tut er. Ja. Man kann jetzt zuerst einmal, wenn man den ersten Mal sieht, dann muss ich sogar sagen, nicht schlecht, aber dann doch wieder irgendwie, ja. Ja, also gut. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber es gibt jetzt interessantere Flaschen. Gut gefällt mir der Stopsel, weil die haben ein Emblem drauf. Der blaue Stopsel gefällt mir. Mir gefällt auch die kleine braune Flaschen, wobei ich sagen muss,
Ich bleibe nach wie vor bei Spezi, wenn es hohe braune Flaschen sind, Das ist das Highlight. es bleibt Highlight. Ja. Die Feldschlösschen habe ich noch nichts gesagt, ich finde die Flaschen auch recht peppig. Ja, Die gefällt mir. Diese Disco-Farben, ja. Und die werde ich mir aufheben, weil ich habe jetzt wirklich die schönen Flaschen, die wo man nicht so leicht kriegen, habe ich mir einfach so für. Ja, manche Sachen hebst du ein bisschen auf, gell? Hebe ich mir einfach mal auf, mir gefällt das irgendwie. Ja, nein, das ist ja gut. Deine Frau hebst du auch auf. Eben, hebe ich mir auf. Die hebst du auf. Wenn wir uns einmal, weißt, wenn wir uns Genau. nach 10 Jahren mal daran erinnern, mei, da haben wir damals Spezies-Test in der alten Welt, Ja. dann kann ich sagen, schau, magst du die Flaschen einmal noch mal anschauen, kannst du dich erinnern, wie er geschmeckt hat. Und nur so nah, weil der Zucker im Hirn hat alles verstopft. Ja, soll ich noch mal probieren? Ja, probier nochmal. Danke. Gell? Ah. So. Das ist jetzt Schauen wir mal. wirklich interessant. Der läuft, da ist aber schon Kohlensäure drin, aber du hast glaube ich gesagt, da war gar nicht mehr so viel dran, gell? Ja, möglicherweise kommt die beim Einschenken ja schon raus. Also gell? das ist jetzt, ja, die geht schnell weg. Riecht oder recht sauer? Ja, Was haben wir denn da? ich habe jetzt da auch nicht so viel geschrieben. Heute die Kohlensäure ist mir aufgefallen. Aha, naja. Als wenig. Aber ich habe den schon Ja. als süß empfunden. Der hat jetzt schon wirklich wenig. Wenig Kohlensäure. Wobei ich ähnlich gefunden habe wie eigentlich den Vierer. Also ich muss sagen, der ist eher säuerlich. Mhm. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, Also muss ich jetzt aber fast nochmal probieren, das war der 5. da ist Zitronensäure drin. Der hat 3% Fruchtgehalt, hat 9,3 Gramm Zucker, das ist jetzt weniger für einen Spezi. Was schreiben sie denn sonst? Unsere löwenstarke Hauslimonade liefert Ihnen Energie genau zum richtigen Zeitpunkt nach dem Sport, in der Arbeitspause oder als willkommener Durstlöscher. Bringt Sie der Löwenmix genau auf die perfekte Drehzahl. Hellwach durch das Cola und erfrischt von der fruchtigen Orangennote, starten Sie durch und sind bereit für das nächste Abenteuer. Prost! Löwenstark. Ja, Okay, dann also ich nochmal, dann tue ich nämlich da jetzt nochmal was rein. Ich werde jetzt nochmal 1, 2 Stücke probieren. Und dann weiß nicht, ob du nochmal was anschauen willst. Also optisch mir muss ich ist- sagen, gefällt er mir immer weniger. Je länger das ich ihn anschaue, umso weniger, ehrlich gesagt. mir ist der wirklich komischerweise, ich habe ihn schon mal drungen gehabt, habe eigentlich gemeint, der hat mir besser geschmeckt, der ist mir heim im Vergleich zu sauer. Der hat irgendwas Säuerliches drin. Das kommt jetzt bei mir weniger an. Da zieht es mir direkt hinten was zusammen. Echt? Ja, Wollen Ich wir da muss- ein Video machen von dem? nein. Also ich muss mal dazu sagen, vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Brauerei auch ein bisschen säuerlich ist, weil ich habe ein paar Mal ganz wirklich freundlich hingeschrieben, wir sind Spezitester, wir haben schon knappe 100 Spezies probiert gehabt, Damals, ob es uns, inzwischen sind wir bei ein paar tausend. genau, ob es uns vielleicht was zukommen lassen, weil das ist halt in Adelsdorf, das ist da in der Passauer Richtung, ich komme da nicht leicht hin. In die Richtung, und es ist, ich habe auch keinen Markt gefunden, der ihn irgendwie hat da. Und dann waren die sauer, oder was? Da waren die halt, also zuerst ist gar nicht so reagiert worden und dann, nein, machen wir halt nicht. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wo darf ich denn den kriegen? Und da ist es, das ist jetzt nicht so gut rübergekommen, nicht so viel rübergekommen, aber ich wollte ihn halt wirklich einfach gern probieren, weil er hat mir halt ins Auge gestochen. Also, wie du sagst, man muss sich daran gewöhnen an die Farben, aber ins Auge ist er mir gestochen. Und hat mir gedacht, das ist eine Brauerei, machen eine Hauslimonade, die möchte ich gerne probieren, weil die sind ja oft recht gut. Ja. Und dann hat mir der Biertraum viele Flaschen zugeschickt und da war dann der dabei, ich glaube 2 Stück von denen, aber der schmeckt mir jetzt Hand am Ja, bei mir ist er eigentlich auch am schwächsten. Ich bin fast, also man, jetzt habe ich dem 3er 6 gegeben, also mehrere 6 gebe ich ihm jetzt Hand auch 6 Punkte gekriegt. 6. Ja. Okay. 6W. Genau. Ja, gut. Also Können wir es nochmal herstellen? Sauer ist interessant, weil das schmeckt jetzt weniger. Komisch. Aber komisch, was komisch ist, dass ich den vorher viel süßer empfunden habe. Jetzt finde ich ihn nicht mehr so süß. Nicht, gell? Aber sauer finde ich ihn auch nicht. Aber, Vielleicht ja. ist irgendwas drin, naja, wurscht. Ich bin jetzt halt im Nachhinein, wenn ich jetzt nochmal bewerten würde, würde ich ihm vielleicht sogar tendenziell eher einen 5er geben. Aber ist jetzt durch. Ja, also Passt. ich bleibe jetzt bei meinen Wertungen. Ja. Ich finde, das war eine spannende, eine gute Runden. Ja. Es waren jetzt keine schlechten Nein, Colormix-Spezies Von dabei. dem her passt. Unterschiedliche Regionen haben wir gehabt. Passau, Minga, Zwiefalten. Da haben wir
Wurmlingen, Ja. dann haben wir noch einen Osten dabei, das Feldflösschen, also durch die Bank interessante Spezies, aber halt jetzt maximal der Achter, also das Feldflösschen, die noch in die Richtung kommen, auch von unseren Highlights. Wir haben jetzt kein neues Highlight dabei, wo wir sagen, Haben wir jetzt nicht, aber wie gesagt, wir haben auch nichts Schlechtes dabei und Genau. das ist viel wert. kann man also wirklich in der Region, wenn man die kriegt, alle super nehmen. Genau. Von meiner Seite danke fürs Zuschauen. Ja, danke, wir sind jetzt voll wie so Haubitzen, gell? Das stimmt, deswegen brauchen wir jetzt Eis, gell? Ja, unbedingt, gell? Also dann, pfiat euch. Servus.